Wir alle kennen die Jahreszeiten und die Übergänge von ihnen. So hat jeder Monat seinen eigenen Charakter und seine typischen Merkmale. So ist der Konkurrenzkampf nicht nur unter den Menschen zu beobachten, sondern kann auch unter den Monaten stattfinden. So erzählt man sich, dass vor langer Zeit der Monat März einmal der April zu sich eingeladen hat. Der hat sich gefreut über die Einladung und hat sich einen Wagen genommen und sich auf den Weg gemacht zum März. Aber der März hat seine Kräfte spielen und hat Schnee und Eis geschickt. Der April ist mit dem Wagen nicht weit gekommen bei dem Schnee und dem Eis, so dass er umgedreht hat und wieder heimgefahren ist. Ich muss nächstes Jahr den Schlitten nehmen, hat sich der April gedacht. Im März ist es halt noch kalt und nahe beim Winter. Ich habe die Situation falsch eingeschätzt. Und der April hat gewartet, bis das Jahr wieder vorbei war. So hat sich der April ein Jahr später wieder auf den Weg gemacht zum März. Das Mal hat er seinen Schlitten aus dem Schuppen geholt und ist strahlend zum Monat März losgefahren. Der März lacht innerlich und schickt warmes Wetter, so dass der Schnee und das Eis sofort schmilzt. »Haha, ich habe noch anders zu bieten als nur Frost«, lacht der März höhnisch und will den April zum Narren halten. Der April ist so nicht weit gekommen. Der Schlitten ist ihm schon gleich im Matsch stecken geblieben und gleich darauf ist der Matsch zu viel Wasser geworden. Puh, das ist jetzt aber schnell matschig geworden. Kein Wunder bei dieser plötzlichen Wärme. Der März ist halt schon noch recht nahe beim Frühling. Ich muss nächstes Jahr mit dem Boot gehen, bei so viel Wasser. Und so hat der April wieder gekehrt und ist heimgegangen. Der März hat sich gefreut. »Ha, ich bin der Beste. Mich kann man nicht einschätzen. Ich habe so viel Talent.« Auf dem Heimweg begegnet der April zufälligerweise im Monat Mai. »Du, Mai, der März hat mich zu ihm eingeladen, doch ich schätze den immer falsch ein. Gang ich mit dem Wagen, hat Schnee und Eis. Nimm ich den Schlitten, ist es so warm, dass ich mit dem Schlitten im Wasser versinke. Nimm ich das nächste Jahr das Boot, ist das Wetter wahrscheinlich wieder ganz anders. Ich weiss einfach nicht, wie ich zum März komme.« »Ich rate dir eins«, sagt der Mai zum April. »Nimm Wagen, Schlitten und das Boot, und du wirst es bis zum März schaffen.« »Genau, das ist es. Dann kann ich immer gerade das Gefährt nehmen, das in der Situation passt. Ich danke dir vielmal für die gute Rat, liebe Mai.« Und die beiden, der April und der Mai, haben sich voneinander verabschiedet und sind weitergegangen. So ist der April ein Jahr später mit allen 3 Gefährten losgezogen. Der April hat nicht mehr aufgehalten. Weder der Schnee, noch das Eis, noch die grossen Wassermengen. So hat er immer das Gefährt gewählt, das gerade in den Umständen gepasst hat. Und die anderen hat er einfach draufgeladen. Zufrieden, nach 3 Jahren hat es der April endlich bis zum März geschafft. Der März hat grosse Augen gemacht, wo plötzlich der April vor ihm steht. Der hat ihn reinlegen. »Wie hast du es jetzt geschafft bis zu mir?« fragt der März den April ganz vorsichtig, dass er ja nicht merkt, dass er hässig ist, dass es ihm gelungen ist, bis zu ihm durchzudringen. »Ich bin auf dem Heimweg zu dir letztes Jahr im Monat Mai begegnet und habe ihm ganz verzweifelt erklärt, dass ich es einfach nicht bis zu dir schaffe. Da hat mir der Mai den wertvollen Tipp gegeben, dass ich mit Boot, Wagen und Schlitten mich auf den Weg machen soll. Er kennt dich anscheinend besser als ich.«
Der April war so stolz, endlich einen Besuch beim März zu machen, während der März sich nichts anmerken liess, dass er innerlich vor Wut gekocht hat. Nach einer Weile hat sich der April wieder verabschiedet vom März und hat sich wieder auf den Heimweg gemacht. Kaum ist der April weg gsi, hat der März laut vor sich hingewettert: «Wart nur, du Mei, dir will ich's heimzahlen!» Und er hätte ihm ein paar frostige, kalte Nächte geschickt. Und das ist bis heute so, weil er immer noch so hässig auf den Monat Mai ist.